Auf ein neues, liebe Sportsfreunde, zurück bei Tales of Arise. Nachdem wir in der letzten Folge ja zurück in unsere Heimat, nicht aber unser Zuhause gerannt sind, naja, mehr oder weniger, oder zumindest auf dem Weg dahin noch ein bisschen trainiert haben und so, haben wir auch jetzt ja, unser Zuhause befreien können. Das ist soweit zwar eigentlich alles cool. Was der oben treibt, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber trotzdem bleibt es dabei, wir wollen dieser Tyrannei ein Ende setzen und die Feinde vernichten bzw. loswerden. Und dafür würde man sagen, uns erstmal die Schnellreise. Gül-Garnison. Nachbar der Karte aufrufen. Dankeschön. Ulsebeck. Besiege Gottesanbeterin in der Sardino-Schlucht. Ja, aber ich glaube, mit der können wir es noch nicht richtig aufnehmen. Verpflichtet und entschlossen. Ja, haben wir gemacht. Also, mal schnell hier hin. Es lebe die Schnellreise. So, und ich glaube, von der Quali her ist es jetzt wirklich gut. Die letzte Folge sah soweit auch gut aus. You're back. Hurry on in. We've been waiting for you. You're not gonna ask what happened? I can tell enough by the way you look right now. I see. Zephyr, I need to ask you something. Would you have invited me to join you, even if I didn't have the blazing sword? Of course. Why, though? There aren't many folks out there who are crazy enough to resist the Renans like we do. So when I find someone with the knack for it, I make sure to keep them close. Plus, you remind me of another guy we lost. Maybe deep down, I'm trying to help you as a way of making amends for what I couldn't do for him. But if you don't want this, just say the word. I'm not going anywhere. If it weren't for you, I wouldn't even be here. If you say so. All right, come on in. Thanks. Yes. What's wrong? Ja, Tyron, was gibt's? So schnell gekämpft, oder? So langsam machen wir Sorgen im Zustand einer Waffe. Schließlich trittst du bald Balsev gegenüber. Weißt du, welche Tricks er am Lager hat. Also muss bestens vorbereitet sein. Ah, endlich mal. Schmieden ganz von vorn. Was? Müssen wir selber schmieden oder was? Ja, komm, mach mal. Wenn mir jetzt angezeigt war. Genau. Also, soweit dazu. Dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal ganz kurz uns noch erholen. Ist jetzt zum Glück gratis. Gott sei Dank. Bei dem kann ich zwar noch irgendwie diverse Dinge machen, bis jetzt noch gar nicht wirklich nötig, wa? Dem Ausruhen kochen. Ja, komm, mach mal Grillpilze. That turned out good, if I do say so myself. Schön für dich, weil ich kann überhaupt, also kochen natürlich schon, gar kein Thema, aber Pilze, Pfui. Wobei Pilzsoßen so geht, der Geschmack selber ist nicht das Problem, sondern die Konsistenz. Die fuckt mich so richtig ab. Was ist mit dir los? Hey. Bist du wieder Schmied? Yeah. Yeah. Einfach helfen. Der fertigen kann. Oh, bin mal gespannt, was hat er überhaupt alles? Primitives Schwert. Da fällt mir ein Astralkristallkorn, was auch immer das sein soll. Zumindest Space ist das, was wir aktuell haben. Dann Langschwert. Ja gut, das primitive Schwert wäre zwar besser, muss man sagen, aber ich glaube, das Langschwert reicht mir erstmal. Astralkristall kann auch bei ihr. Was soll denn das sein? Cousin Hundemarke, Eisenstück verkaufen. Thanks. Good, good. Das ist der Plan. Quest abgeschlossen. So, besseres Schwert. Sieht auch ein bisschen stabiler aus, dieses seltsame rostige Teil.
Is this something you're into? Yeah, these ingenious structures and gadgets never cease to amaze me. Check out these handle grooves. I'm not sure what I'm supposed to be seeing here. Vor allem, dass das Schwert schweben kann auf dem Rücken. Was hast du irgendwie so? Willst du wohl kaum so ein Astral-Dingsbums haben, oder? Nö. Jetzt war die Frage, ob wir irgendwann mal noch die Fähigkeit haben werden, einzelne Materialien quasi suchen zu gehen. Oder quasi angezeigt zu bekommen, hey, es gibt, da gibt es dort und hier und so. Das wäre natürlich cool. Andererseits, es kann natürlich auch sein, weil wir bereits eine Quest haben, wo es darum geht, den Monsterplatz zu machen, dass es darum geht, dass Monster diese Ding droppen würde. Wäre auch eine Option. Könnte alles sein. Ich glaube, Matrix müssen wir nicht so machen, oder? Beziehungsweise können die gerade nicht. Ah, doch, er hat irgendwie. Die haben beide relativ viele FP. Woher kommen die überhaupt alle plötzlich? Okay. In der Luft auszuweichen kann nicht schaden tatsächlich. Na, der Gegenangriff. Ja, viel zu oft vergessen. Vor allem der perfekte Auswärts-Abwehrmanöver tritt sowieso selten ein. Aha. Ja, natürlich so. Ja, und jetzt? Mach es einfach perfekt auszuwählen und abzuwehren. Okay, bin gespannt, wie das funktionieren soll. Bei Nahtoderfahrungen, ne? K.O.-Schutz. Oder vergiften können wir jetzt auch nicht schlecht. Erhöhter Schadenspunkt können wir leiden. Das ist was mit Kommi machen, aber so. Macht es einfacher, Gegnern körperliche Leiden zuzufügen. Ja, komm. Sonst haben wir echt noch nicht viel. Aber eben wie bereits erwähnt, ist noch relativ zu Beginn des Spiels. Infanteriegewehr. Zubehör, ja, aber ist bereits ausgerüstet. Okay. Ja, passt doch. Ne, ansonsten haben wir noch... wo zum... Das hier im Feldhandbuch? Nee. Ah, doch, hier. Nebenquest. Die fehlt noch Jagd auf einen riesigen Zeugel. Ja, wissen wir, aber man sieht ja auch schon, wie viel Geld das gibt und wie viel FP. Ja, wobei... Komm, wir gehen mal hin. Ich guck mal, ob wir gegen das Vieh schon eine Chance haben. Weil dann habe ich auch eine ungefähre Vorstellung davon. Wie stark es wirklich ist. Und wie viel wir eventuell noch trainieren müssten. Oder eben vielleicht jetzt bereits. So, will mal wissen, wie das perfekte Ausweichen funktionieren soll. Hä, was soll es da einfacher sein? Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, wie das einfacher sein soll. Vielleicht muss ich mir irgendwelche Tipps mal holen, wie man das besser machen könnte. Jo, das wissen wir, ist ja auch ein Zwischenboss. Nehme ich jetzt mal an. Mal gucken, was wir gegen das Vieh machen können. Nix, wir können fliehen. Kann man eigentlich fliehen? Oh, schön, kann ich fliehen.
Keine Chance, Leute. What the? Okay. I'm not done yet. Doch, doch, das bist du. Aber es ist schon das Vieh, wa? Ja, das Sternsymbol. Es muss eigentlich das Vieh sein, was unser Problem ist, quasi. Das soll eine Gottesanbieterin sein? Ja. Oh Mann. Da haben wir jetzt mal richtig schön den Arsch versucht bekommen, aber ganz ehrlich, Level 43, wir sind noch nicht Level 9 oder so. Warum schicken wir eigentlich nicht das Vieh gegen den einen Gegner? Das ist viel effizienter. Okay, ich würde sagen, wir sind soweit durch, Freunde. Fehlt nur noch die Quests, dann mal gucken. Okay. Was er noch zu sagen hat. All right, everyone. It's time. Remember, eyes on the prize. We're after Balsef, nothing else. Cut off the head, and the snake perishes. Hit them head on, however, and we won't make it through the castle gates, let alone reach Balsef himself. Luckily, we have an ace up our sleeve. We need to do everything in our power to make sure that ace reaches Balsef's jugular. To that end, I'll be splitting us up into separate forces. You just said all of us hitting them head on would be useless. Why would we divide ourselves up? 'Cause we're the decoys. We'll buy our ace in the hole the time they need to get in. We only need to cause enough of a ruckus around the castle to distract the enemy. That said, we need to look like the real deal, which is why I'll be tagging along too. You too, Zephyr? So, who's going to take on Balsef? The Iron Mask. I'm counting on you and Shion to make your way to wherever Balsef's hiding. Once there, you drive that flaming sword right through him. You aren't seriously sending in just those two, are you? One of them's a Renin. No one said the plan was perfect. By far, the biggest danger is the one you two will be facing. The fate of this quest rests entirely in your hands, which is why you get the final say. You want out, now's the time to say so. And if we say no? Then you say no. Just means we're back to square one, that's all. And I go back to being a slave. It's your life. No, it isn't. Ball's in your court, soldier. What do you say? I want to fight. But for what? What are you fighting for? To free the Danans from the yoke of their abusive oppressors. To no longer die at the whim of another. To break the shackles of our enslavers. To live and taste freedom! Now you're talking. I believe we have our ace in the hole, people. Hold on to that belief, and we just might break through that wall yet. And what about you? I was born ready. Now can we get this show on the road? There's a gate on your right once you leave here. Go through it and ride the elevator you'll find. I'll send ahead a few friendly faces to keep watch on your way. If you get into any trouble, look to them for support. We all clear? Good. May this battle herald the end of the Renin's bloody 3-century reign.
To your battle stations, everyone. Möge der Kampf beginnen. Der Kampf um unsere Freiheit, um unsere Zukunft. Und ein kleiner Schritt für Dana. I still can't believe this is happening. We're really about to face off against a Renin Lord. Well, you're in pretty high spirits for a guy going into a life and death battle. I'm not saying I'm not worried. But you have to remember, this is the first time any of us Danans have really had any hope. What about you? You scared at all? I don't have time to be scared. This is only the first step in a long, long plan of mine. You want to take down all 5 lords, right? It's hard to believe it'll ever happen. But it will. I know. I haven't forgotten our deal. See that you don't. That said, if we lose, we might suffer a fate worse than death, you know. That's probably true. But instead of worrying about it, wouldn't it be a better use of our time to figure out ways to avoid that and not lose? I suppose. Whatever happens, I'll put everything I have into winning. You can count on that. Schöne Worte, Freunde. Schöne Worte. Was hat sie noch Schönes? Nee, alles cool. Schon gut, danke. Ja, dann. Würde man sagen, let's go, oder? Iglia-Ödland, genau. Da müssen wir hin. So, da vorne ist er also, wa? Ja, will man sagen, machen wir alles platt, was uns im Weg steht. Ich will noch ein paar Feugels mitnehmen. Feugel. Ist zu früh. Soll es daran einfach ausweichen sein? Verstehe ich immer nicht. Da bin ich auch zu doof dafür. Du. Ich wollte sagen, eigentlich waren wir schon mal hier, oder? Weil es ja auch der falsche Weg ist. Mann! So. Der lange Weg in die Freiheit beginnt mit der Orientierungslosigkeit. Mann, wie doof. So. So. All right. And let's use that elevator thing. Ja, so knurren ihr Scheißviecher. Wie sieht es ja eigentlich generell so aus? Schieben uns kurz vom Level ab. Können also Viecher noch mitnehmen. Hä? Verstehe. Soll jetzt wirklich daran einfacher sein?
Ja, das mit dem perfekten Ausweichmanöver muss ich dringend noch perfektionieren. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Let's move in. Okay, fehlt da noch was bei ihr? Flammengraben. Oh, klingt ja sehr einladend. Der Meisterkern. Die Quelle der Macht und Autorität eines Lords. Dringe von hinten in das Schloss ein. Von hinten, okay. Warte mal. Der Aufbau dieses Tores erinnert mich irgendwie an Tales of Berseria. Kann das sein? War es nicht irgendwie der eine Tempel da am Schluss, wo ja... schlag mich tot, wie sind die schon wieder alle? Oder... Verdammt. Ich weiß den Namen nicht mehr. Mann! Wenn der kleine Junge am Schluss zum Nautilus wurde. Zum weißen Drachen. Zephyr and the Crimson Crows are supposed to be distracting the Renans from the front. Doch genauso aus das Tor. Also natürlich nicht so kaputt wie jetzt das hier. Sieht schon ein bisschen abgenutzt aus und so. Ich meine, das ist einfach ein Zufall. Kann nicht sein, dass hier Tales of Arise in derselben Welt spielt. Wie Berseria und Sistirien einfach irgendwie 1000 Jahre oder so noch weiter später. That's Zephyr from the Crimson Crows! Chill out! I hope he's gonna be okay. Is now really the time to be worrying about him? We've still got a job to do. Kill him with fire! Wir nehmen den Weg. Den Weg nach Vertania City. Naja, fast. Oh. Gates of Fire sure look intimidating once you see them up close. We can't say this place is truly liberated until we do something about them. What are you muttering about? Stay focused. We still have to take down Balsef. Das ist wahr. Können wir oben wieder zurück? Nach der obere Teil oder was? Ah, ich muss sogar da durch, okay. Was passiert denn, wenn ich hier jetzt durchgehe? Kommt da irgendwie auch eine Sequenz oder so? Oder heißt, no, überlasst die uns, wir schaffen das schon, wir halten sie vom Leib. Okay. Sie werden abgeschlachtet, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Wo geht's denn hier entlang? Verschlossen, scheiße. Nach dem Sieg über Balsef kommen wir da rein. Wir müssen alle überleben, das wäre schön. We should be getting close to the service entrance. Good. Let's get in there and kick their asses. Alles klar, wir gehen rein. Hoi! Someone's idea of a bridge? Looks like it. Don't fall or this will be a pretty short story. Wow, Alter. Das stimmt, wäre das Spiel schon vorbei. Der berühmt-berüchtigte Hintereingang zu Balsefs Schloss. Und Freunde, den werden wir in der nächsten Folge erst stürmen. Obwohl, die Tür ist bereits offen, angelehnt. Hä? Bereits jemand drin? Oder ist bereits eine Falle für uns, weil Balsef weiß, dass wir kommen werden? Dies und viele weitere Fragen klären sich hoffentlich in der nächsten Folge auf. Zurück bei Tales of Arise. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.